Herzlich willkommen zu dieser Trailer Reaction. Ja, am Jahr 2025 ist ja noch nicht so viel Content von mir kommen. Aber lo kommt den Trailer raus von der zweiten Staffel The Last of Us. Ja, was soll ich sagen? Die erste Staffel hat mir ja ganz gut gefallen. Das war gut umgesetzt, aber lo muss ich ja ehrlich sehen, das war ja eigentlich auch keine große Herausforderung. Ne? Die Serie war, also das Spiel war ja schon extrem filmisch, das war ja schon immens filmisch inszeniert. Bis ob ein pur Schwenker langsam ignoriert, war das Ganze, da war plus minus Spiel. Also, ich denke, das kann ich so sagen. Die haben nicht viel Ernstes gemacht. An 100 aber dafür gut inszeniert, haben gute Cast dafür gehabt. Und das Ganze da ziemlich souverän. Schon wenn ihr so am Vergleich guckt, die Fallout-Serie gefällt mir da einfach ein Tick besser, weil es einfach ein bisschen mehr origineller ist, halt ein bisschen etwas Eigenes mehr erzählen kann, nicht und enger Vierlach sich bedient, die quasi schon filmisch inszeniert Ginners. Ja, me The Last of Us Season 2 ist sie ganz gespannt, wie das ganz weitergeht, weil The Last of Us Part 2 hat einen Impact. Das muss ich so, mir richtig gut gefallen. Und gucken wir mal, was es der Serie macht. Auf geht's. Ja, geht schon mal der Serienlass. Wir wissen alle gut, was passiert. Wir wissen alle gut, was passiert. It doesn't matter if you have a code like me. There are just some things everyone agrees are just. Moment. Ja, geil. Da tun sie einfach gut hingekriegt. Also optisch ist das Ganze jo ganz krass. Ne? Also das Feeling von The Last of Us könnte schon richtig gut rüber. Da muss ich mal los. Oh, schon am April. Geil. Das Problem ist, der ganze ist um HBO. Das heißt, das für Lützeburg aus darum so eine Sache, wo sich fragt, yo, auf was für einer Plattform gucken wir es da tun? Dat muss jeder für sich selber dezidieren, ob was für einem weh in der Serie gucken wird. Dazu äußere ich mich nicht. Oh, und das war schon. Okay, krass. War, bla. War. No. Ganz okay, ne? Also, etwas halt nur das, was ich am Anfang gesagt habe. Für jeden, den The Last of Us kennt, den The Last of Us gespielt hat, die zwei Dealer, für den geht es eigentlich nichts Neues sein. Und gibt eigentlich kein Mehrwert, wenn du den Spieler gespielt hast. Außer, dass du die Story halt einfach nach ein Jahr zurückgelehnt erleben kannst. Bon. Ich schon nicht gern gehabt, ich schon gern gespielt, schon Serie gern geguckt. Me, ja, ich freue mich, also wirklich mein Gedanken ist permanent, wieso The Last of Us eine Serie draus machen. Ich kann mir nicht ganz erklären. Ich sehe so viel Gaming-Franchises, die mehr spielraumlos, mehr Raum zur Interpretation oder mehr Raum zu freier Storygestaltung wie The Last of Us. The Last of Us musste halt relativ stringent und den Vierlach halen. Fand ich ein bisschen schön. Wir können gespannt sein, wie das Ganze so wirkt, und da das auch nach etwas denken, dass das Spiel eng méi krass Wirkung hat, wie die Serie kann hun, weil man einfach aus der Perspektive vom Ellie gespielt hun oder dat eben aus der Perspektive von der Protagonisten gesehen hun, an dat einen anderen Impact hat und dat eng andere Bedeutung auch für die Spieler hat. Und ich weiß nicht, ob eng Serie dat
so vermitteln kann. Bon. Wir können gespannt sehen. Ich werde wahrscheinlich auf meinem Channel ein bisschen drüber schwätzen, wo wir darüber verlieren. So 1-2 Videos zu machen. Ich werde nicht alle Episoden schwätzen. Ich meine das wie immer. Eine Episode am Anfang und eine zum Schluss, obwohl ich bei Skeleton Crew einen Schüsselhänger am Anfang gemacht. Aber bon. Voilà. Erzählt mal, du willst ja gerne in den Kommentaren, was dir von The Last of Us Season 2 hält. Und in dem Sinn, ging ich so, verabschiede ich mich da schon. Wünschen dir dann ganz viel Spaß mit The Last of Us Season 2 am April. Bis dann.